Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Talk. Ja, Leute, alle, die mein letztes Video gesehen haben, da bin ich ein bisschen in Rage geraten. Ich versucht habe mal in diesem Video ein bisschen zu unterdrücken. Ja, Thema ist Transfergeschichte, werde ich gleich ein bisschen erläutern. Bevor ich das tue, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr das, was ich hier so tue. Ja. Also, Thema Transfers. Eigentlich wollte ich mich ja nicht irgendwie zu Transferbemühungen oder Transfergerüchten oder so äußern. Ist eigentlich nicht so meine Art, aber ich habe da wieder ein paar Sachen gelesen. Ja, natürlich wissen wir nicht, ob man da immer allen Glauben schenken kann. Ja, deswegen finde ich es immer relativ schwer, über so Transfergerüchte zu sprechen. Aber ich denke, wenn man sich die Häufung der Meldungen und so weiter anschaut, dann denke ich, sind wir uns alle einig, dass wir gerade an Diaz dran sind und an Woldemade. Ja, das sind die einzigen beiden Namen, die gerade kursieren oder wo es ein bisschen ernster ist. Es kursieren ja ganz viele Namen, da haben wir auch schon ganz viele Leute abgesagt. Das ist natürlich wieder so ein Bild für die Öffentlichkeit, was Wahnsinn ist. Ja, diese ganzen Versuche und Absagen und weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Mich stören zwei Sachen. Ja, das werde ich nochmal versuchen, ein bisschen genauer aufzudröseln, beziehungsweise das mal ein bisschen ruhiger rüberzubringen wie letztes Mal. Also erstmal, Woldemade-Transfer kann ich nachvollziehen. Ja, kann ich nachvollziehen, wenn es darum gehen würde, oh ja, 30, lass es 40 sein mit Prämien, wenn man sagt 30 Millionen und keine Ahnung, plus 5, wenn er so und so viel Einsätze macht, wenn er so und so viele Tore macht, wenn wir Deutscher Meister werden, Blasels, wie man es kennt. Ja. Wäre ich da fein mit, 40 Mille angesagter Preis, auch in der heutigen Zeit. Wie gesagt, der Spieler hat 8 gute Monate gehabt. Das war's. Ja, der spielt nicht seit 3 Jahren auf diesem Niveau Fußball. Ja. Und das vergessen immer alle. Ja, der ist 23, so, alles gut. Ja, vielleicht hat er jetzt den Stepper gemacht bei Stuttgart, dass er jetzt dieses Niveau hat er ja auch bei der U21 EM gezeigt. Aber dass er das auf diesem Niveau hält, wo hat er das gezeigt? Ja, nimm doch das Beispiel Matistel bei uns. Ja, hat unter Thomas Tuchel auf diesem Niveau performt. Unter Kompany kam man 0 klar. Ja. Beziehungsweise, weiß ich nicht. Ja, man hat einfach keinen Bock auf ihn, weil er zu jung ist oder was. Bei uns geht es erst ab 23 los oder so. Vorher, die Spieler interessieren uns nicht. Gefühlt. Anderes Thema, komme ich gleich noch zu. Ja, dann wären 40 Millionen ein guter Preis gewesen. Ja. Dass Stuttgart gesagt, ja, nö. Der Spieler hat 3 Jahre Vertrag, der hat keinerlei Ausstiegsklausel. Warum sollen wir den abgeben, wenn wir gerade die Kohle nicht brauchen? Natürlich wird Stuttgart ihn abgeben. So, das ist auch nur heiße Luft, da brauchen wir auch nicht drüber rumreden, weil ein Spieler, der nicht wirklich Bock auf den Verein hat, bringt dem Verein nichts. Ja. Da geht es gerade nur, das Maximale rauszuziehen. So. Jeder weiß, spätestens nach der Verletzung von Jamal Musiala, der FC Bayern hat da Bedarf, weil der FC Bayern keine Eier hat, seine eigenen jungen Spieler einzubinden. Und von daher wird der Transfer, ich denke, für 60 Mille fix plus 10 an Prämien über die Bühne gehen. Ja, das ist mein Take zu Woldemade. Keine Ahnung, wenn er bei uns dann nochmal den nächsten Stepper macht und das konstant rüberbringt, dann ist das mit Sicherheit auch okay. Ja, weil er mit Sicherheit auch nicht irgendwie mit 20 Millionen Jahresgehalt einsteigen wird. Es kann aber auch genauso gut sein, dass der in der Versenkung verschwindet bei uns. Ja, so, machen wir uns nichts vor. Klar, jetzt wird er Spielzeit kriegen, notgedrungen, weil Musiala nicht fit ist. Wenn Musiala fit ist und ein Harry Kane, dann bin ich gespannt, wo es mit dem Woldemade hingeht. Ja. Aber ja, bessere Voraussetzungen an seiner Stelle wie jetzt gerade, um am FC Bayern Fuß zu fassen, hast du halt auch nicht. Ja. Er hat ein halbes Jahr Zeit, Minimum, um sich zu zeigen. Regelmäßig. Durchgehend. Ja.
Also von daher ist das schon fein. Wir müssen immer ein bisschen bedenken, ja, guckt euch die Preise an auf dem Transfermarkt. Ja. Guckt euch die Preise an, die da aufgerufen werden. Das ist eine absolute Katastrophe. Ja. Ja, aber gut, ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Ja. Ist das dann ein Transfer, mit dem man sich schmücken kann? Ich denke nicht. Ja, sage ich euch ganz ehrlich. Nochmal, das ist ein Spieler, den hättest du auf Risiko für 30 Mille verpflichten können. Alles gut. Selbst das ist schon viel Kohle, die du nie wieder reingeholt hättest, wenn du ihn dann wieder weiterverkaufst. Ja, wie gesagt, mein Take, 60 plus 10 Bonus, damit wird es über die Bühne gehen. Der wird zu uns wechseln, auf jeden Fall, weil am Ende des Tages, ja, haben wir keine Alternativen. Am Ende des Tages gibt es, welche Alternative soll auf dem Markt sein, die du dann günstiger kriegst? Ja, so, das ist doch das Thema. Dazu ist er noch ein deutscher Spieler, deutscher Nationalspieler. Wie gesagt, ob er das umsetzen wird, die kommenden Jahre, wird man sehen. Aber das kann ich wenigstens noch ansatzweise verstehen, weil nochmal, der Junge ist 23. Er hat den nächsten Step gemacht, ja, nochmal, das gilt es zu beweisen bei uns, logisch. Im besten Falle eher noch mal den nächsten Stepper oben drauf zu setzen. Da ist dann halt der Verein gefragt, beziehungsweise der Trainer gefragt, das hinzubekommen. Damit kommen wir zu Diaz. Das ist so ein Transfer, den verstehe ich null, wenn man den wirklich verpflichten sollte. Ja, da reden wir wahrscheinlich noch mal um 20, 30 Millionen mehr wie beim Voldemort. Der ist 28. Ich weiß gar nicht, wie der... Ich guck mal eben, wie lange der noch 28 ist. Äh... 13. Januar 1997. Wow. Das heißt, ja, das heißt, wenn er zu uns kommt, ist er schon fast 29. Ja, natürlich. Ja, ein gestandener Spieler. Statistiken, ja, so semi, mal abgesehen von der letzten Saison in England, ja. Also in der Premier League hat er 103 Spiele. Ich denke mal, das sollen Tore sein. 29. Und das sind Vorlagen, war das. Nicht, dass ich hier jetzt Mist erzähle. Ja, dann gehen erstmal 20.000 Werbung auf. Deswegen blende ich euch das gerade nicht ein hier auf dieser Kackseite, ja. Also, der gute Mann hat 103. Warte, ich mache kurz das Fenster zu. Jetzt wieder Alarm. Ja, bin ich gerade der weiße Riese hier, so hell wie die Seite ist. Wild. Ich mach's schnell, Leute. Also, 103 Einsätze in der Premier League hat der Mann. Davon 29 Tore, also in jedem dritten Spiel, sagen wir mal, ein Tor und 18 Vorlagen. In Portugal hat er in 77 Spielen 26 Tore gemacht und 14 Vorlagen. Ja. Das sind die Werte. Ist das jetzt Weltklasse? Weiß ich nicht. Ist das jetzt schlecht? Nee, natürlich nicht. Ja. Ist natürlich okay. Ja. Ist ein guter Spieler. Keine Frage, ist ein erfahrener Spieler. Aber Leute, come on. Der ist 29 oder wird 29, wenn er zu uns kommt. Ja. Ich verstehe unser Prinzip nicht mehr. Ja. Ey, ohne Scheiß. Wenn wir ein Verein werden wollen, der sagt, ey komm, wir verpflichten lieber alte, gestandene Spieler, alles gut, ja, aber doch dann nicht zu diesen Preisen. Erstmal will der nochmal Fett Cash machen, deswegen will er weg von Liverpool, weil Liverpool nicht so viel verdient, weil der FC Liverpool einfach nicht so hohe Gehälter zahlt wie der FC Bayern. Ja, das heißt, der Spieler wird 20 plus verdienen. So, wir reden immer davon, oh, wir wollen aber die Kaderkosten senken. Wie passt dann ein Diaz-Transfer in dieses Fenster rein? Ja, der wird mindestens 20 verdienen. Deswegen will er ja zum FC Bayern, weil wir ihm wieder so viel Geld in den Arsch schießen, dass die Augen klimpern. Ja?
So, was willst du? Was ist mit dem Spieler? Ja? Entweder sagst du, entweder funktioniert der, ja, dann hast du, jo, geil, hast du für 3 Jahre auf Außenbahn, boah, weiß ich nicht, wird glaube ich, ab 32 schon schwierig, es sei denn, du bist ein Vollprofi wie Lewandowski, der immer super fit ist und so, das weiß ich nicht, ich kenne ihn so nicht. Dann hast du für 3 Jahre, lass es 4 Jahre sein und du zahlst 80 Mille Minimum. Minimum, ja. So, Liverpool will die Kohle für den Wirtz wieder reinholen. Wir haben angeblich 67,5 Mille geboten, das ist zu wenig. Also wirst du 80 Mille mit Prämien wahrscheinlich, kommst du an die 100 dran. Ne? Für so eine Art Spieler? What the fuck? Hä? Auf was? Auf welche lange Sicht sind diese 100 Millionen ausgelegt? Ja, oder 80 Millionen. Auf welche lange Sicht? Bei Harry Kane kannst du es ja verstehen, der ist Weltklasse. Das sieht man ja. Ja. Was? Das sehe ich bei dem Spieler nicht wirklich, sage ich euch, wie es ist. Ja. Auch das ist für mich aktuell ein Transfer. Ja, wir kriegen irgendwie keinen anderen, dann gehen wir da drauf, oder was? Ja, sorry, Alter. Dann kannst du auch eher auf den Nkunku gehen, den du für 30, 35 Mille kriegst. Der will wahrscheinlich dieselbe Kohle haben wie ein Diaz, auch 20 Mille, weil er ein geldgeiler Wichser ist. Weiß ich nicht. Ist das der große Unterschied? So, vom Alter technisch ist das dasselbe, ja. Keine Ahnung. Man hätte sich natürlich auch mal mit dem Tillmann beschäftigen können. Man hätte sich aber auch mit dem, wie heißt er, Baba Yaya oder was, beschäftigen können von Eindhoven, der für 30, 40 Mille wechseln wird. Gibt der nach Leipzig oder was? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nach Leipzig, ne? Warum nicht sowas? Hä? Was ist da jetzt der Unterschied? Ja? Also, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Wenn da was dran sein sollte, sollten wir diesen Spieler verpflichten für 80 Mille. Leute, dann ist das der Sargnagel in diesem Verein mittlerweile. Ja, dann hast du wieder einen Spieler da hocken, der nur der Kohle wegen zum FC Bayern kommt, der super viel Geld gekostet hat und du wirst von dem Geld nichts wieder reinholen. Gar nichts. Ja, also der Spieler wird nie wieder diesen Verein verlassen. Weil es nie wieder einen Verein geben wird, der diesem Spieler ansatzweise das Gehalt zahlt. Ja. Das heißt, er wird bis zum Karriereende bei uns sein. Das heißt, du hast diese 80 Mille, ja, dann, wenn du Glück hast, für 4 Jahre auszugeben. Pech hast für 3 Jahre. Weiß ich nicht. Wie gesagt, wenn so ein Spieler 23 ist, dann kann ich das alles immer noch nachvollziehen. Dann hast du eine Rechnung auf 7, 8, 9, 10 Jahre oder darauf, dass du noch einen Teil deiner Kosten wieder reinholst. Ja, aber wenn du einen Spieler verpflichtest, diese Art Spieler, ja. Das Einzige, was passieren kann, dass du dann das super Glück haben wirst, dass du, wenn er nicht einschlägt, dass Saudi-Arabien nochmal ruft oder dass er, wenn er 32 ist, Saudi-Arabien auch nochmal ruft und du dann ein Minimum an Ablöse wieder reinholst. Da musst du aber auch schon Glück haben, so à la Mané-mäßig. Ja. Alles andere, den wird kein Verein verpflichten. Ja, wie auch. Sehen wir doch jetzt schon mit Goretzka, sehen wir jetzt mit Gnabry. Und die sind noch im Fußballeralter, wo man sagt, jo, das ist sehr, sehr gutes Fußballeralter. Selbst die verpflichtet keiner, hat keiner Interesse daran, weil sie das Gehalt einfach nicht stemmen können. Ja. Und jetzt holst du dir den nächsten Spieler und schiebst dem wieder dieses Gehalt in den Arsch. Das verstehe ich nicht. Ja. Also wie gesagt, den Voldemort kann ich dann irgendwo verstehen. Der wird wahrscheinlich maximal so bei den 10 Mille landen. Jetzt die ersten Jahre, das ist fein. Das verstehe ich. Ist natürlich auch ein hohes Risikopotenzial, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber du stehst natürlich auch unter Zugzwang. Aber die Diaz-Geschichte, sorry. Ey, dann gib lieber 80 Mille für einen 23-Jährigen aus, der auf dem Level ist. Ja. Aber gut, ich bin gespannt, was da passiert. Aber das sind meine Takes zu den beiden Namen, die gerade sehr heiß gehandelt werden. Ja, alles andere hat sich erledigt quasi. Ja, dass man überhaupt in dieser Bredouille ist, in dieser Position ist. Wie gesagt, ich mache nochmal den Tillmann kurz auf vielleicht. Ja, da haben wir eine Rückkaufklausel von 35 Millionen gehabt. Geht jetzt für dasselbe Geld oder ein bisschen mehr nach Leverkusen. Und der wird da performen. Ja, garantiere ich euch. Der hat in Eindhoven performt, der wird auch in Leverkusen performen. Natürlich muss der den nächsten Stepper machen.
keine Frage. Ja, aber das wäre ein No-Brainer gewesen und der hätte Bock gehabt. Ja, der wollte unbedingt zum FC Bayern zurück. So, der hätte Bock gehabt. Und den hättest du keine 20 Millionen in den Arsch schieben müssen. Ja, wir gucken mal in einem Jahr. Dann gucken wir mal in einem Jahr und dann gucken wir mal, inwieweit der sich entwickelt hat oder nicht entwickelt hat und inwieweit der performt oder nicht performt. Und dann setzen wir uns mal wieder hier hin und dann werden wir wieder sagen, ja, warum war denn der FC Bayern so doof und hat diese 35 Millionen nicht investiert? Ja, darauf wird es hinauslaufen. Wilde Nummer. Aber gut, so ist es halt. Ist halt einfach auch dann zu jung. Ne? Ist einfach zu jung bei uns. Ja, und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt. Was geht in diesen Köpfen vor? Also ich verstehe unseren ganzen Verein nicht mehr, was die Zusammenstellung des Kaders angeht. Ich verstehe es nicht mehr. Es geht in meine Birne nicht mehr rein. Ich verstehe nicht, also ich sehe kein Konzept. Ich sag's euch, wie es ist. Ich sehe kein Konzept. Ja, man ist den einen Söldner losgeworden mit dem Sané, man will den nächsten Söldner Diaz verpflichten. Ja, vielleicht hat der ein bisschen mehr Bock, ja, vielleicht performt er ein bisschen besser. Das weiß ich aber auch nicht. Ja, keine Ahnung, hatte Liverpool ja auch schon ein paar Erfolge geholt. Ich weiß nicht, wie satt oder nicht satt der ist. Vielleicht will er einfach nochmal einen großen Vertrag und sich die Taschen voll machen auf seine letzten Jahre, was verständlich ist. Wie gesagt, Voldemort kann ich nachvollziehen, ja. Wird natürlich maßlos überteuert sein. Da werden wir sehen, ob er das Geld rechtfertigen kann die kommenden Jahre. Ja, das wird man sehen. Aber ansonsten, ja, man hat einen Irankunda verkauft. Einfach verkauft. Ja, man hat den noch niemals verdient. Man hat den verkauft für 4 Millionen. Hä? Why? Warum? Wir suchen gerade für die linken Außenbahn unbedingt Spieler und dann verkaufen wir den Irankunda. Und halten lieber am Pummelknabri fest, oder was? Hä? Geht in meine Birne nicht rein. Ja, wir haben eine Rückkaufklausel. Ja, keine Ahnung, über die Höhe ist nichts bekannt. Wird wahrscheinlich bei 20, 25 Mittel liegen oder sowas. I don't know. Also an dem Spieler waren x Vereine dran, ja. Man verpflichtet ihn, man schiebt ihn gleich weiter in der Schweizer Liga zum Abstiegskandidaten und erwartet dann was. Ja. Das ist ja immer, was ich sage. Lass doch mal diese jungen Spieler in einem Kader wie unserem spielen. In einem Kader, wo so eine Qualität ist, ja, wo man sich einbringen kann und nicht in einem Kader, der absolut null Qualität hat und wo dieser Spieler dann der Herausragende sein soll. Also das sind doch keine fairen Vergleiche. Ja, das sind einfach keine fairen Vergleiche. Sorry. Ja, und deswegen auch die Leistung von Paul Wanner, auch wenn die da ein bisschen stagniert haben in Heidenheim, auch da musst du mal sehen, bei welchem Club er gespielt hat. Ja, das ist doch super schwer bei so einem Club dann, wenn die Mitspieler nicht so das Level haben, sich dann dahin zu entwickeln, die nächsten Steps zu machen, im sehr, sehr hohen Level. Und das hat er trotzdem getan. Ja. Und trotzdem ist auch da alles, was man hört, ja, den verleihen wir halt nochmal. Leute, wir haben gerade einen verletzten Musiala. Ja? Ja, wir reden jetzt über Voldemort für die Zehnerposition. Und was ist dahinter? Was ist Backup? Spielen wir dann nur noch mit 10? Spielen wir dann nicht mehr mit 11 Spielern? Was ist der Backup? Ich weiß nicht, was denkt der FC Bayern? Ein Harry Kane und dann Voldemort sind nie verletzt. Unsere Außenspieler wie Coman und Gnabry sind nie verletzt. Das ist unser Plan? Hä? Man stellt sich echt dahin und sagt, ja, wir verleihen den Paul Wanner nochmal. Was sollen wir mit dem? Hä? Wenn nicht jetzt, wann dann? Wie gesagt, wir haben keinen Zehner. Selbst wenn du Voldemort holst. Ja. Wo ist denn das Problem, dass der da in Konkurrenzkampf auf der Zehnerposi mit dem Paul Wanner gehen kann? Wie gesagt, der kann auch vorne eine Doppelspitze bilden, sonst was. Ja, ich sehe den eh nicht als Zehner. Ich bin sehr gespannt. Hä? Wo ist das Problem?
Er hat in Heidenheim nachgewiesen, dass er in der Bundesliga klarkommt. Ja, dass er selbst im Europapokal klarkommt. Was erwartet man denn noch? Jetzt steckt den Jungen doch in eine Mannschaft, die dieses Level hat. So, und dann werden wir doch sehen, ob er sich an diesem Level anpasst, ob er sich mit diesem Level stark verbessert oder nicht. Ja, was soll der nächste Step sein? Also, du verpflichtest einen Tom Bischof aus einer Mannschaft, die ungefähr auf dem Level gespielt hat wie in Heidenheim auch in der letzten Saison, weil du denkst, oh geil, das ist eine richtige Verstärkung für unseren Kader, was völliger Schwachsinn ist. Und schickst dann einen Paul Wander wieder weg? Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe unsere Kaderstrategie null. Also geht in meine Birne nicht rein. Ja? Also es ist komplett alles widersprüchlich, was wir tun. Ich raff's nicht. Ja? Adam Azno wird den Verein verlassen. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Wenn dann ein passendes Angebot kommt, wahrscheinlich rechnet man sich 10 Mille aus oder was, dann ist der weg. So, ja. Brian Zaragoza, so, wir reden über Außenbahnspieler. Ja, what the hell? Hä? Ja, dann willst du lieber für den Diaz 80 Mille ausgeben, anstatt zu sagen, ja, der Brian ist unser Spieler, dann kommt er zurück. Hä? Ja, das sind alles Takes, I don't know, die verstehe ich einfach nicht. Die verstehe ich einfach nicht. Ich bin ratlos. Ja? Immerhin liest man jetzt, dass ein Lennart Karl angeblich dann der Backup von Michael Olisse sein soll. Ja, wie auch, du kriegst ja keine Spieler. Ja, mit den Spielern, die dich beschäftigst, ich verstehe auch nicht, warum wir unbedingt hier in dieses Regal greifen. Auf den Außenbahnen. Ja, wir beschäftigen uns nur mit Spielern hier. Hier oben. Mit den Spielern beschäftigen wir uns. Beschäftigen uns nicht mit den Spielern hier, habe ich gerade gesagt. Ja, Tillmann, ich weiß nicht, wie der andere genau heißt und so weiter. Auf diesem Level hast du ja einen Spielerpool, der viel, viel größer ist. Ja? Aber nee, du hast ja Mathis Tell weggeschickt. Ja, du hast ja Mathis Tell weggeschickt und verkauft. Hättest den einfach behalten können für die linken Außenbahn. Ja? Und für Stürmer-Backup hätte wahrscheinlich auch sogar einen Zehner geben können. Ja? Also, aber den hast du ja weggejagt. Warum? Weiß kein Mensch. Der Junge hatte Bock auf diesen Verein. Hä? Also ich verstehe es nicht mehr. Ich sehe keinen roten Faden, ich sehe keinen Sinn. Ich höre Aussagen, die alle widerlegt sind mittlerweile. Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass wir einen Trainer haben, der absolut keinen Bock hat auf Jugendspieler beim FC Bayern. So gar nicht. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Das macht mich wütend und traurig und enttäuscht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir werden sehen, Club-WM, ja, haben wir schon durchdiskutiert, brauche ich nicht nochmal anfangen. Ja, ich werde es mal in der Hinrunde mir anschauen. Ja, ich denke, nach der Hinrunde können wir ein Fazit ziehen, ob wir ansatzweise auf Jugendspieler setzen werden oder ob das weiter ein Thema ist, was unter Kompanie nicht geht. Ja, damit komme ich zum letzten Punkt. Ich habe jetzt öfter gelesen, bei beiden Transfers, dass die Verhandlung Jan Christian Dresen führt. Und da bin ich jetzt am Punkt. Hä? What the fuck? Was stimmt in diesem Verein nicht? Wir haben einen Sportdirektor und einen Sportvorstand. Und die Verhandlungen führt der CEO dieser AG. What? Was? Was macht Max Eberl dann? Wofür haben wir den? Was ist deren Aufgabe? Dem seine Aufgabe. Hä? Was ist Christoph Freunds Aufgabe? Was sind deren Aufgaben? Ich verstehe es nicht. Ich sehe sie nicht. Also das Haupt- oder das Kerngeschäft sollten doch die Transfers sein. Die verhandelt jetzt kein Max Eberl, die verhandelt jetzt einen Jan Christian Dresen. Ja. Ich meine, gut, wir wissen nicht, was da jetzt dran ist. Ja.
Ich habe das jetzt aber bei beiden Transfers gelesen und das macht mich schon stutzig. Warum sollte man das schreiben, wenn das nicht so ist? Ja. Ich meine, gut, wir wissen es am Ende des Tages nicht. Nichtsdestotrotz, selbst wenn solche Gerüchte aufkommen, ist doch schon irgendwas komisch. Ja, also Chaos. Einfach komplettes Chaos in diesem Verein. Da sind so viele Köche und deswegen ist alles gerade so, wie es ist. Ja, das hat mit dem Florian Wirtz angefangen, den nur 2 Köche von 5 haben wollten und Katastrophe, ey. Katastrophe, Leute. Katastrophe einfach. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ein schlechtes Gefühl hatte, was unsere Kaderplanung angeht. Und das war selbst unterm Tuchel besser. Unterm Tuchel. Versteht ihr? Unterm Tuchel war das besser. Ja. Und um den Ganzen nochmal die Krone aufzusetzen, also man wusste frühzeitig, Thomas Müller will man nicht verlängern. Man wusste frühzeitig, Leroy Sané möchte ein astronomisches Gehalt haben. Wenn man das nicht zahlen möchte, braucht man Ersatz. Das wusste man früh, sehr früh. Ja. Was hat man getan? Nichts. Ja. Man hat gesagt so, ja, wir werden Florian Wirtz verpflichten. Und sonst tun wir nichts. Ja, und der hat dann so gemacht. Ja. Und man steht da wie ein Depp. Hä? Das ist unsere Transferstrategie. Ja, das ist unsere Transferstrategie. Und jetzt ist man am Ende nach gefühlt 10 Namen vorher beim Diaz gelandet. Und oh ja, der kommt ja aus der Premier League. Oh ja, der kommt ja vom FC Liverpool. Oh ja, das ist ein Statement-Transfer. Und deswegen machen wir jetzt diesen Transfer. Ja, das Gefühl hat man gerade. Was ein absoluter Söldner-Transfer ist. Der kommt nur zum FC Bayern der Kohle wegen, Leute. Machen wir uns alle nichts vor. Der kommt nicht zum FC Bayern, weil er sagt, oh geil, ich wollte noch mal einmal in meiner Karriere für den FC Bayern spielen. Nein, der kommt zum FC Bayern, weil wir 20 plus Mille zahlen. Das ist der Grund. Ja, deswegen will er zum FC Bayern. Ja. Katastrophe. Also da kann man nur hoffen, da soll auch noch irgendein saudischer Club dran sein, dass der da reingeht und sagt, komm, ich zahle den 30, 40 Mille Jahresgehalt. Ja. Dass der nicht zum FC Bayern will. So. Es ist ein Transfer, I don't know. Weiß ich nicht. Vielleicht täusche ich mich, ja. Vielleicht wird er verpflichtet, vielleicht überzeugt er dann überragend. Wir werden es sehen. Ich kann es mir gerade beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, wie gesagt, ich sehe keinen roten Faden in diesem ganzen Konzept. Ja. Palhinha, was ist mit Palhinha? Ja. Warum ist ein Palhinha immer noch beim FC Bayern? Warum? Ja, weil er dasselbe Thema greift wie bei allen anderen Spielern. Der verdient so viel Gehalt. Natürlich hat er gesagt, oh nee, ich möchte beim FC Bayern nicht weg. Ja, warum auch? Hat einen langfristigen Vertrag, verdient so viel Kohle, wie er in einem Jahr, wie er vorher in 3 verdient hat. Ja, welcher Club soll denn da jetzt kommen? Ja, mit ein bisschen Glück Manchester United, das ist so der einzige Club, der dann immer die hohen Gehälter zahlt und uns Spieler abnimmt. Ja. Alles andere, nee. Auch in England zahlen die nicht so hohe Gehälter. Die zahlen super hohe Ablösen, ja, das haben wir gesehen. Oder sehen wir immer wieder. Aber die zahlen nicht diese astronomischen Gehälter, die wir zahlen. Ja, das ist nur bei Ausnahmefußballern. Noch nicht mal zum Florian Wirtz verdient er so viel, wie er uns verdient hätte. Das sagt doch schon alles. Ja. Also, was ist die Strategie in diesem Kader? Ich verstehe es nicht. Gut, wir sind noch am Anfang. Vielleicht werden wir noch mal überrascht mit einem Transfer, wo mal keine Gerüchte aufkamen, wie so Michael Olise, Bam, der ist jetzt da. Da nehme ich gerne alles zurück und revidiere meine Meinung. Ich meine, wir haben jetzt noch kein Fazit gezogen. Das werden wir natürlich am Ende der Transferperiode tun. Aber alles, was man gerade hört, ist halt immer die Frage, wie viel kann man davon für wahre Münze nehmen, wie viel nicht. Und ganz ehrlich, lässt mich nur mit dem Kopfschütteln zurück. Ja, und mit einem Gefühl, ja, also wir brauchen sportlich nicht irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was man denkt, was man mit diesem Kader erreichen kann. Ja, ich glaube, da ist eine große Diskrepanz zwischen
zwischen das, was man denkt und was die Wirklichkeit ist. Ja. Also du wirst mit diesem Kader, ja sorry Leute, die Club-WM hat es wieder gezeigt, das ist unser Limit. Ja. Für ein Viertelfinale sind wir gut, zeigen auch die letzten Jahre und das war's. Ja, mit ein bisschen Glück geht es vielleicht mal einen Stepper weiter. Aber wenn du dann auf eine Top-Mannschaft triffst, ist einfach Ende, Alter. Da müssen schon alle überperformen. So, ja. Du kannst den Kader ja durchgehen. So, bitte dich. Geh den Kader, ich brauch nur 2 Namen jetzt nennen, wenn die verletzt ausfallen. Was ist dann? Harry Kane, Michael Olise. Was ist dann? Ja, dann reicht es doch nicht mal in der Bundesliga. Sind wir ehrlich, dann reicht es offensiv noch nicht mal in der Bundesliga, um gegen eine gut organisierte defensive Mannschaft irgendwas zu reißen. Ja, das ist ein Fakt. So, und das willst du dann jetzt mit einem Voldemort und einem Diaz dann ausgleichen, oder was? Ja, wild. Und ohne 10er-Backup. Brauchen wir ja nicht. Pavana schicken wir weg. Was soll man mit dem? I don't know. Ja. Aber gut, noch ist das nicht fix mit dem Paul Wanner. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht findet da mal ein Umdenken statt. Damit kommen wir zum letzten Punkt, den ich noch habe. Was ist das für ein Zeichen? Erstmal an den eigenen Campus, an die eigenen jungen Spieler, die gerade da sind. Da sind 5, 6 Spieler, die auf diesem Niveau Talent haben. Ja. Dem muss man halt Vertrauen geben, in so eine Top-Mannschaft einbauen. Das ist doch der wichtige Punkt. Ja. Glaubt ihr, so ein Jamal von Barcelona, da wäre der Stern so aufgegangen, wenn er irgendwo in der spanischen Liga gegen den Abstieg gespielt hätte? Wo ganz andere Eigenschaften gefordert sind? Ja. Nee, wäre er nicht. Ja. Du musst doch diesen Spielern, wenn die so ein hohes Talent haben, auch die Chance geben in einer guten Mannschaft und sie nicht irgendwo in der Schweizer Liga, in irgendeiner zweiten Liga, in irgendeiner schottischen Liga parken. Das macht doch alles keinen Sinn. Na, dafür hast du doch einen Campus. Und wenn du diesen Campus hast, dann musst du sagen, hier, das ist unser Jahrgang, das sind unsere 3 besten Spieler. Zack, Profimannschaft rein, mittrainieren, was wir ja machen, was ja super ist. Und dann musst du den Jungs die Spielzeit geben. Dann musst du den 4, 5, 6 Spiele, 30 Minuten geben. Und dann kannst du sehen, jo, hat er sich mehr verdient, kann er sich zeigen, kann er sich behaupten in den paar Minütchen. Und wenn er das hat, ja, dann muss er auch mal einen Startelf-Einsatz kriegen. Ja, und das muss möglich sein in der Bundesliga. Punkt. Ja, aber das tun wir nicht. Wir verleihen die Spieler immer in der Hoffnung, ja, hoffentlich verkacken sie es nicht ganz und hoffentlich bekommen wir dann irgendein Angebot, um ein bisschen Geld zu generieren. So, das ist gerade das Feeling, was ich habe. Unser Feeling ist gerade campusmäßig, ja, der Campus ist da, um eine Masse an Spielern auszubilden, womit wir dann Kohle machen. Weil Kleinvieh macht auch Mist. Wenn du da 10 Spieler jedes Jahr hast, die du irgendwie dann erstmal verleihst, dann später für eine kleine Millionensumme verkaufst, keine Ahnung, geben wir im Schnitt von 2 Mille nur aus, die du machst. Dann machst du 20 Mille. So. Ja, den Eindruck hat man gerade. So. Aber was ist das denn für ein Zeichen? Welcher Spieler, ich habe immer noch keine Ahnung, warum Tom Bischoff zum FC Bayern gewechselt ist. Ja, ich weiß nicht, wo der spielen soll. Es sei denn, er entwickelt sich jetzt als Zehner. Ansonsten der wird keine Minuten kriegen in dieser Mannschaft. Ja. Das ist ein Fakt. Der wird in der Hinrunde zur Winterpause wieder da hocken und wird sagen, bitte verleiht mich. Ja, darauf wird es hinauslaufen. Was ist das für ein Zeichen? Erstmal für den Campus, der es viel, viel schwieriger haben wird zu sagen, oh, ja, komm, wir verpflichten jetzt mal, wir gehen auf das Talent zu. Warum sollte das Talent sagen, oh ja, geil, ich komme zum FC Bayern? Weil beim FC Bayern habe ich ja dann die Chance, in die ganz große Liga direkt einzustarten. Nee, hast du nicht. Hast du nicht. Sehen wir doch beim Paul Wanner. Das 3. Jahr jetzt, wo er verliehen wird. Malik Tillmann dasselbe. Der hat dann die Steps gemacht. Der hat die Steps in Schottland schon gemacht. Da hat er stark. Ja, dann hat man ihn nochmal nach Holland, da war er stark.
Und dann hat man ihn verkauft und hat die 10 Mille oder was das waren mitgenommen. Ja, anstatt zu sagen, ja, let's go. Rein in diese Mannschaft. Scheiß auf Sané, Gnabry, Coman, Alter. Hier, Konkurrenzkampf. Fertig. Hat man nicht. Ja. Und wie gesagt, du wirst es doch nicht mehr hinkriegen, Talente zu verpflichten, weil die Talente genau wissen, ich habe keinerlei Aussichten. Ich habe keinerlei Aussichten. Warum soll ein Talent sagen, oh geil, ich gehe zum FC Bayern, wenn es 100% weiß, ja, dann werde ich sowieso erstmal 3, 4 Jahre verliehen und krümmel darum, krümmel darum. Dann geht man doch als Talent lieber zu einer Mannschaft, wo man weiß, oh, ja, hier kann ich mich einnehmen, hier werde ich entwickelt, hier werde ich gefördert und hier komme ich dann, wenn ich stark genug bin, habe ich auch Chancen, in dieser Mannschaft zu kommen. Ja. Das macht doch viel mehr Sinn. Wer hat denn Bock darauf, Tingle-Tangle-Bob zu spielen und über 4 Jahre dann in irgendwelche komischen Ligen verliehen zu werden? Ja? Wer hat denn da Bock drauf? Da muss ja der Typ für sein, dann hast du da vielleicht Bock drauf. Dann bist du beim FC Bayern auf jeden Fall richtig. Ja? Wenn du was von der Welt sehen willst als junger Spieler. Aber ansonsten Katastrophe. Ja, ich weiß nicht, wann das angefangen hat, dass wir so schlecht darin sind, Eier zu haben, Jugendspieler mal eine Chance zu geben. Das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich eine Katastrophe. Ich verstehe es halt auch nicht. Ja, weil wir haben ja nun mal bedingt, dass wir den Campus aufgebaut haben, halt auch Talente, die ein sehr, sehr hohes Niveau haben. Ja. Aber nochmal, es kann nicht die Strategie sein, zu sagen, ich verleihe jedes Jahr 20 Spieler. Und hoffe mal, dass da irgendwie mal einer dann super extrem raussticht bei irgendeiner Laie. Ja. Und wenn sie es nicht tun, dann gleich weg. Ja, wie mit Miracunda. Ja, dann scheiß drauf. Hat mir nicht gereicht, wie er sich da entwickelt hat, wer verkaufe ich jetzt. Obwohl ich auf dieser Posi gerade für die kommende Saison Backups brauche. Ja, wir reden nicht davon zu sagen, komm, du bist jetzt hier Spieler Nummer 1. Nee, aber wo wäre denn das Problem zu sagen, ja komm, wir nehmen den Iracunda in die Profimannschaft und der geht in den Konkurrenzkampf mit dem Koman und Serge. Und dann gucken wir doch mal, wie er sich entwickelt oder wie er sich nicht entwickelt. Aber der Junge hat doch nicht einmal eine Chance bekommen bei uns. Nicht einmal, der war eine Vorbereitung da und das war's. Und da die Einsätze, die er gekriegt hat, war er überzeugend. Das war jetzt nicht, dass man gesagt hat, boah, der kann ja nichts. Was will der beim FC Bayern? Du hast gesagt, ey, der erinnert mich an Shaqiri, Kraftwürfel, der gibt Gas, der haut sich rein, ja, der will, ja. Puh. Verpönt, zu jung. Zu jung brauchen wir nicht. Ab 23 können wir anfangen. Der Pavlo kann froh sein, dass er vorher schon da war. Und der Musiala. So, ansonsten nur noch ab 23, ja, dann geht's. Keine Ahnung, Leute. Ich verstehe es nicht mehr. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was die Transferphase noch bringen wird. Und ich bin sehr gespannt, was die neue Saison bringen wird. Also, wenn das alles so weitergeht, die Entwicklung, ja, dann wird der FC Bayern sich umschauen und dann werden wir in den nächsten 4 Jahren wieder 4 Trainer haben. Ja, sage ich euch, wie es ist. Weil, ja, sorry, ey, wir sehen's. Die Spieler, die jetzt da sind, die länger da sind. Ich meine, zum Glück bist du Müller und Sané los. Nichts gegen diese Spieler, aber da bist du schon mal 2 satte Spieler los. Ja. So. Aber in der Mitte dümpeln immer noch dieselben rum. Naja, komm. Ich rede mich wieder auf andere Themen ein. Das sollte das Video gar nicht sein. Von daher mache ich hier Feierabend. Ich wollte es einfach noch mal ein bisschen ruhiger rüberbringen. Und mal auf diese Sache eingehen, dass der Dresen da jetzt die Verhandlungen führt wegen Ablösesumme und so weiter. Ich verstehe es nicht mehr. Also ich verstehe die Rollenverteilung in diesem Verein nicht mehr. Ich verstehe nicht, wer da wie was zu sagen hat. Da ist keine klare Linie drin. Wir beschäftigen uns mit Spielern, die maßlos überteuert sind, weil wir nicht die Eier haben, um zu sagen, komm, wir gehen mal ein Regal runter. Ja. Wir holen einfach mal diesen talentierten Spieler, wir holen diesen talentierten Spieler. Wir nehmen 3 Spieler aus der Jugend. Das ist unsere Breite im Kader für die kommende Saison. Und let's go. Ja. So.
Wie gesagt, du hättest einen Tillmann Hohnkon für 35 Millionen. Ja, hättest zurückgeholt. Ja, wenn er nicht funktioniert hätte, wenn er nicht den nächsten Stepper gemacht hätte bei uns, dann hättest du ihn nach 1, 2 Jahren immer noch wieder für 15 bis 20 Mille verkauft bekommen. 100 Pro. Ja, weil er es schon nachgewiesen hat, weil er noch ein junger Spieler ist. Es wäre ein No-Brainer gewesen. Ja, stattdessen gibst du Leverkusen diesen Spieler. I don't know. I don't know. Ja, dasselbe wie, guckt euch doch die Spieler an, die nach Leipzig gehen. Guckt euch die Spieler an, die nach Leverkusen gehen. Guckt euch die Spieler an, die nach Stuttgart gehen. Guckt euch die Spieler an, die nach Frankfurt gehen. Warum kann man nicht in diese Spieler reingehen als FC Bayern? Denkt man, diese Spieler sind zu schlecht für den FC Bayern? Ja. Den Take verstehe ich halt nicht. Ne? Genauso wie so ein Woldemade. Wenn man doch von dem so angetan ist, also hat man den jetzt erst vor 2 Monaten entdeckt. Ja, seitdem er bei Stuttgart ist oder was. Vorher hat man den nie auf dem Zettel gehabt oder wie. Wenn, dann ist man super blauäugig und dann muss man mal drüber nachdenken, dass das Scouting nicht funzt. Ja. Und wenn doch, warum hat man ihn nicht verpflichtet? Warum hat man ihn nach Stuttgart gehen lassen? Warum hat man ihn nicht selber verpflichtet von Bremen? Warum? Ja, weil die jungen Spieler bei uns keine Spielzeit bekommen. Aber hättest du ja immer noch sagen können, ey, pass mal auf, ich grätsch mal dazwischen. Wir verpflichten den Woldemade und leihen den gleich mal aus für 2 Jahre nach Stuttgart. Hä? Muss mal kreativ werden. Aber selbst das kriegen wir ja dann nicht hin. Ja. Und dann wirst du jetzt gefickt von Stuttgart, völlig zu Recht. Und zahlt halt die 60 plus 10 Mille, damit du überhaupt sagen kannst, oh jo, wir haben Spieler verpflichtet dieses Jahr. Und damit mache ich Feierabend. Leute, das ist meine Meinung. Ich bin gerade wirklich fassungslos. Ich lasse mich natürlich überraschen. Ja, vielleicht täusche ich mich, vielleicht sehe ich es zu negativ. Vielleicht kommen noch die mega guten Transfers. Vielleicht werden noch 1, 2 Überraschungstransfers rausgeschraubt. Deswegen benote ich noch nichts. Ich kann nur diesen aktuellen Stand sagen. Und dieser aktuelle Stand ist für mich gerade eine Farce. Ja. Und ja, wenn wir dann am Ende des Tages 140 Mille, 150 Mille ausgeben für Diaz und Woldemade, ja, Hut ab. Hut ab. Tschüssikowski.